Was habe ich denn schon erlebt? Was ist denn schon passiert? Kenne ich jemanden, der schon mal einen Unfall hatte oder den ich habe? Eine Feuerwehr und dann wollte ich das kriegen und dann bin ich hier voll gegen 112, was ist denn die 112? Die Notrufnummer, ganz genau. Richtig. Wofür? Und wer? Da waren schon ganz schön viele richtig bei, genau. Bestellt eurer Schule? Ja. Nein. Wie ist denn die nicht? Dann sagt die doch mal. Nochmal. Ich bin Notarzt. Genau. Ja, was? Das Warten bedeutet... Dass alle Informationen, genau, dass man nicht sofort auflegt und dass die Leute an der Leitstelle alle Informationen bekommen. Zusätzlich, wenn ihr mal nicht wisst, was zu tun ist. So, dass wir das sehen können. Hier kommen wir im Moment, wie viele bitte? So, meine welche? Hast du, dann stellst du hier so hin. Und das Warten auf Rückfrage einmal in die Richtung. So, wer möchte denn mal einen Notruf nachspielen? Wer möchte denn mal anrufen? Du möchtest anrufen? Oh, ihr seid so. Ab hier wird schon viel sicherer wieder. So ist es. Das ist auch der Wie viel Luft hat er? 98. Du bist aber aufgeregt. 100. Wunderbar, aber 140er Frequenz. Das war aber spannend für dich, ne? Da schläfst du bestimmt schlecht heute Nacht. Du darfst auch gerne. Hier darf jeder. Ich auch. Ciao. Haben Sie schon erkannt. Sonst haben Sie irgendwelche Fragen? Das ist ein Gerät, damit kann man einen Patienten beatmen, wenn er selber nicht mehr atmen kann. Genau, das kann sich aufladen wie so ein Luftballon und dann wird der Patient damit beatmet. Dann kriegt er so eine Maske auf die Nase. Dafür ist das da. So, und dann kriegt der Patient Luft. So funktioniert das. Ja, willst du auch mal? Mach den schon alle mal. Genau, das hält. Wenn man das hier so nehmen, dann kann er atmen. Richtig, das heißt, das ist eine Maske, die kann man dem Patienten auf den Mund oder auf die Nase drauflegen. Und dann haben wir hier an der Maschine dieses Kabel oder diese Schläuche und die versorgen den Patienten dann mit Sauerstoff. Das heißt, man kann dem Patienten... Alle geht was anderes. Machen die Seite mal runter. Achtung. Und einmal hier runter. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Alle anderen einmal ein bisschen zurück. Nichts mehr anfassen. Und jetzt guckt euch einmal hoch. Oh. Ja,
Ja, da dürfen wir nicht zu viele drauf, weil das kann nicht ganz so viel tragen. 180 Kilo ist schon viel, aber wenn wir jetzt alle auf die Röhre fahren und dann wird man einfach durch die Röhre durchgefahren. Und wenn man da durchgefahren wird, dann werden die Bilder von dem Gerät gemacht. Und du hast da eigentlich nichts anderes zu tun, lies einfach und mehr passiert auch gar nicht. Das heißt, wenn mal sowas gemacht wird, tut euch das gar nicht weh. Es ist, ihr seid dann ja auch nicht alleine, sondern es ist immer jemand mit dabei. Aneinander rein. Jetzt schreibe ich aneinander und dann? Nichts. Wofür mache ich das denn? Wenn man das anmacht, damit man den Mensch Wiederbelebung. Genau. Das gibt's auch. Dass du die Luft nutzt, dass die auch da rein. Hast du auch schon eine? Einmal so. Wer fehlt noch? Du brauchst noch eine blaue Luft. Ein Raum, der ist zwar nicht so wie ein richtiger OP, aber das ist fast ein richtiger OP. Das unterscheidet sich also von einem Weg. Das sind Tupfer. Tempotaschentücher für Krankenhäuser. Haben das hier drauf, nicht mehr da. Ist das ein Zwergenmonitor? Ja, ne? Schon ganz schön klein. Du warst auch Seite. Das stecke ich jetzt nochmal so rein. So, und dann gehen jetzt Das heißt, wenn du dich verletzt hast, dann nähen wir erst den Finger. Aber bei dir hört man einen Herzschlag. Dadurch, dass wir jetzt so laut sind, hören wir das gar nicht. Aber du hast zum Beispiel einen Herzschlag von 91. Weil wir alle Arterien, Adern und Sehnen, die im Handgelenk durchführen, abgeschnitten haben. Bedeutet also, kein Anders gefärbt als die andere. so muss das sein. Ja, ich weiß. Jetzt leg mal deinen Finger genau da auf, wo ich den gerade habe. Leg mal deinen anderen. Hier, da wo mein Finger ist.